So, bevor das eigentliche Video beginnt, wollte ich noch schnell was loswerden. Ich habe praktisch morgen, also wenn ihr das Video seht, vor einem Monat, am 10. Juni, habe ich mein erstes YouTube-Video online gestellt. Das ist praktisch genau ein Monat. Und seitdem habe ich 48 Abonnenten gesammelt und über 1600 Abrufe gehabt von meinen Videos. Macht mich total stolz und wollte dir sakrisch Danke sagen. Macht's weiter so. Ich sei noch. Und jetzt so schnell das Essen vom Freitag, da war ja praktisch, am Donnerstag war Feiertag, das heißt am Freitag waren wir irgendwie 10 Hanseln im Büro, wenn überhaupt. Sind wir Mittag zu einem Chinesen gefahren, war sehr gut. Es hat eine Eggflower-Suppen, in Bayern darf man sagen, eine Eiersuppen hat es als Vorspeise gegeben. Und dann Chicken süß-sauer, allerdings ja, frittiert, denke ich mal, also die waren halt paniert und frittiert. War super lecker. War preislich nicht zu teuer. Du kriegst da praktisch immer kaltes Wasser dazu mit Zitrone oder was du jetzt magst. Und am Schluss gibt es natürlich ein sauberes Fortune Cookie. Und das war nicht schlecht. Kann man auch mal zum Essen hingehen. Natürlich neben meiner Familie, weil ich mag nichts Chinesisches. So, für euch. Guten Morgen am Sonntag, 8 Uhr in der Früh. Lauf schon beendet, nur eine kleine Runde, weil ich nicht so viel Zeit habe. Habe mir jetzt für 2 Wochen Yoga-Mitgliedschaft angemeldet für einen Sportpreis und probiere jetzt heute mal eine Yogastunde aus und die ist um 9 Uhr. Jetzt muss ich mich nur duschen und dann geht es auf zum Hot Yoga. Das war was wir in Holland gemeinsam gemacht haben, Elke und ich, was uns unheimlich gut gefallen hat. Schauen wir mal, ob das das richtige Yoga-Studio für uns war. Herzlichen Dank an dieser Stelle an den Herrn Rasthofer Meier für seine erfrischende Parodie. So, servus. Meine in der Früh. Swamp Altdorf Trail. Ich und der Hund ganz allein. Jetzt hat es gerade geregnet. Ich muss mir überlegen, wie ich da kontern tue. Also, bis später. So, 10 vor 11 Yoga ist vorbei. Das war eine Power-Vinyasa-Stunde. Also die machen nur Hot Yoga, das Studio bietet nur Hot Yoga. Das heißt, die Raumtemperatur ist zwischen, keine Ahnung, je nach Stunde 85 bis 95 jetzt Grad. Fahrenheit, das sind 30 Grad oder mehr, bis zu 105 Grad Fahrenheit. Raumtemperatur bei die Bikram, beim Bikram Yoga, das ist das klassische Hot Yoga, das heißt hier ist 26 Poses. Also diese Power Vinyasa Stunde war praktisch im Flow, sehr schnell und sehr viel und ich habe geschwitzt jetzt auch, das kann man sich nicht vorstellen. Die haben sogar hinten draußen extra einen gefliesten Bereich, wo man dann noch die Matten waschen kann, weil die so natürlich voller Schweiß sind. Sehr gut organisiert das Ganze. Wasser kann man sich runterlassen. In der Umkleidekabine steht ein Ventilator, der passt volle Kanne. Da kannst du dich praktisch nach dem Duschen hinstellen, dass du trocken lassen hast. Also super schöne Stunde, aber sehr anstrengend. Ja, ich hoffe, dass das der Frau gefällt. Kann genau irgendwie sein. So, jetzt geht es erst einmal zum Frühstücken, weil ich verhungert. Bis dann. Einen schönen guten Abend. Dienstag auf die Nacht, kurz nach 9 Uhr. Die Woche war ein bisschen faul beim Filmen, jetzt haben wir gedacht, muss ich noch mal aufnehmen. Heute bin ich in der Früh 5 Kilometer gelaufen. Dann war ich am Vormittag im Werk, habe mir da einen Welcome Coffee gemacht mit der Personalabteilung. Habe mich auf einen Kaffee noch getroffen mit der Esra, einer Kollegin, die mit der Elke und uns, also wir zusammen mit den Kindern, zusammen beim Look and See Trip war. Das heißt, wir haben das interkulturelle Training gemeinsam gemacht und das Willkommensgespräch beim Relocation. Und mit der habe ich ein bisschen geratscht. Die ist auch im Juni umgezogen, hat ihre Sachen schon gekriegt. Und im August kommt die Tochter nach.
Genau, also heute früh gelaufen, dann im Werk gewesen, dann war ich Nachmittag im Büro und bis abends um 6:30 noch mit dem Chef einen Termin gehabt. Und jetzt war ich gerade das zweite Mal im Southern Om in unserem Hot Yoga Studio. Da habe ich jetzt eine 2 Wochen Mitgliedschaft, das heißt, ich kann jetzt 2 Wochen lang 7 Mal am Tag ins Yoga gehen. Habe ich natürlich nächste Stunde dann Southern 26, das habe ich heute gemacht, das heißt eigentlich überhaupt keine Dynamik, nur in die Pose reingehen und wieder rausgehen. Bei 100 Grad Fahrenheit hat es dann schon aus. Ja, kostet, da kann ich vorstellen, wie was bis eine Stunde vorbei ist und am Schluss geht es umeinander mit der Tupperdosen. Und in der Tupperdosen drin hat es praktisch feuchte kleine Handtücher, nass, die aus dem Kühlschrank kommen und getränkt sind mit einem, keine Ahnung, Kräuterduft. Das kannst du dann aufs Gesicht legen. Dann bist du total überhitzt und dann hast du ein eiskaltes Handtuch, das schön nach Kräutern riecht. Das ist ein schöner Brauch, muss man echt sagen, war wirklich schön. Jetzt muss ich leider noch zum Target, weil ich ein Fleckenspray brauche. Kleine Anekdote am Rande. Vor mir am Tresen waren 3 Frauen, hat sich dann ausgewählt, sind 3 Deutsche. Die hinterm Tresen, die eine war eine Amerikanerin mit Ursprung in Frankreich und die zweite war eine Amerikanerin, die in München geboren worden ist. Das war die Yogalehrerin und die hat sich dann gefreut, 19 Jahre alt, und hat sich recht gefreut, dass sie ein bisschen Deutsch reden können hat. Genau, also Deutsche da in Grindel, wir sind am Meer. Brutal. Servus. Guten Abend, 8 Uhr auf die Nacht am Mittwoch. Gerade heimgekommen, habe noch ein paar Sachen erledigen müssen. Und jetzt haben wir einen Tisch bestellt in Absprache mit der Ecke. Ich habe gewusst, der wird heute geliefert und über Nacht wahrscheinlich klebt jetzt UPS einen Aufkleber an die Türe. Aber nein, so ist das immer so. Da stellt man das Zeug einfach vor die Garage und dann passt es. Genau, gestern ist schon was von Brandy Melvin gekommen, das ist vor der Tür gestanden und das andere Zeug steht vor der Garage. Super Geschichte, brauche ich nirgends hinfahren. Cloud hat es auch keiner. Alles gut. So, Freunde der Nacht, 10 von 1. Und es war nicht nur der Tisch, sondern auch das Set mit den 4 Stühlen. Jetzt kommen. Ich kann es nicht glauben. Ich habe einen Esstisch und 4 Stühle. Ich kann mich hinsetzen zum Essen. Ich kann meinen Computer herstellen und arbeiten. Es ist unglaublich. Schaut euch das an. Ist das nicht schön? Passt genau eine in den Erker. Ich glaube, irgendwie muss ich noch mal auswechseln, das ist ein bisschen Gott zu Gach. Aber wunderschön. Ha? So muss das sein. Jetzt geht's aufwärts.